أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wir möchten weiterfahren mit der Surah Al-Asr, wo wir letztes Mal angefangen haben. Okay. Also das Erste, was Allah sagt, die Ausnahme ist die Iman haben. Iman im Generellen gibt es also eigentlich, wenn man im Koran schaut, für 3 Sachen, wo man kann Iman haben oder sollte Iman haben. Und zwar ist es mal Iman an Allah, also an die Erschaffung, dann Iman an die Botschaft und Iman an das Jenseits. Und Iman an die Botschaft, das beinhaltet Engel, Bücher und Propheten. Die kann man eigentlich zusammentun, weil die zusammen sind eine Einheit und bilden eigentlich die Botschaft. Was will Allah von uns, was will Allah uns weitergeben. Und so kann man eigentlich die 6 Iman-Artikel prinzipiell mal auf 3 reduzieren. Also 3 wesentliche Iman, oder Sachen, wo wir Iman haben, sind Allah, die Botschaft und das Leben nach dem Tod. Dass es nachher weitergeht, dass es ein Gericht gibt, ein jüngstes Gericht. In der Regel sagt Allah immer im Koran, wenn das Wort Iman kommt, an was man Iman haben soll. Also das heißt dann immer Iman an Allah oder Iman an die Bücher oder irgendwas. Hier bei der Ayah ist es aber nicht so. Also wir haben nur, das heißt einfach die Iman haben. Illa alladhina amanu, die Iman haben. Jetzt, wieso? Wieso sagt Allah nicht, an was wir Iman haben müssen? Oder sagt er es vielleicht eben, aber nicht so direkt? Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Das, wo uns vorher erwähnt worden ist. Allah tut ja vorher eine Behauptung aufstellen, schwören, das ist eigentlich mehr als nur eine Behauptung, also es ist ein Statement. Und das ist das allererste, was wir machen, wenn wir mal Iman haben, also überzeugt sein, akzeptieren, in der Tat, ich bin im Verlust. Nur wenn ich das akzeptiert habe, dass ich im Verlust bin, kann ich irgendwelche Anstrengungen tun, um aus dem Verlust rauszukommen. Wenn wir den Verlust wieder weltlich anschauen und sagen, wir sind eine Firma, die Verlust macht. Im ersten Jahr merken wir es nicht, dann sind wir ganz locker und sagen, easy, das wird schon gut. Dann machen wir den Jahresabschluss und sagen, oh, ich sollte so und so viel Geld haben, aber ich kann es nicht. Ich habe gemeint, ich habe so viel Umsatz gemacht, aber eigentlich hat der Umsatz, den ich gemacht habe, viel zu wenig, überhaupt nicht gelangt. Also ich habe zwar einen Umsatz gemacht, aber die Kosten sind so hoch gewesen, dass der Umsatz gar nicht gelangt hat. Und der Buchhalter kommt und sagt, Verlust, rote Zahlen, und was muss ich jetzt machen? Wenn ich sage, ja komm, was der Buchhalter sagt, interessiert mich nicht, dann mache ich das nächste Jahr genau gleich weiter und der Verlust wird wahrscheinlich noch größer werden, aber ganz sicher nicht besser. Aber wenn ich akzeptiere, ich habe das ganze Jahr lang etwas falsch gemacht, deshalb habe ich einen Verlust und ich muss jetzt in dem Fall irgendetwas verändern, damit ich aus dem Verlust rauskomme und aus der roten Zahl wieder die schwarze Zahl machen kann, dann muss ich halt etwas machen. Aber dass ich das machen kann, bedingt, dass ich erkannt habe, ich habe etwas falsch gemacht. Also das ist ganz wichtig. Und mit der Beschreibung eigentlich, im Verlust sein, tut ja Allah eigentlich uns... Ich meine, er könnte auch sagen, hey, ihr müsst ein bisschen aufpassen, oder ihr könnt das weniger drastisch formulieren. Aber er sagt es eigentlich ziemlich fest. Er sagt, ihr seid im Verlust. Also ihr habt verloren, ihr habt... Ja, wie es ist vorbei, oder? Ihr habt Pech gehabt. Wieso tut Allah da mit der Angst spielen? Im Prinzip tut er uns Angst machen. Weil Angst manchmal ein sehr gutes Gefühl ist, das uns etwas bewusst macht, nämlich die Dringlichkeit von einer bestimmten Sache, die Notwendigkeit unterstreicht. Also ich muss vielleicht manchmal halt Angst haben, damit ich überhaupt merke, hey, jetzt ist wirklich Zeit, jetzt muss ich etwas machen, jetzt kann ich nicht mehr warten. Wenn ich einen Verlust geschrieben habe, vor was habe ich Angst? Vor dem Konkurs. Dass all das Geld, das ich in die Firma investiert habe, dass ich das verliere. Also muss ich jetzt etwas machen, aus Angst, das zu verlieren, was ich reingesteckt habe, aus Angst, das zu verlieren, was ich habe, und auch aus Angst, das nie zu bekommen, was ich mir erhofft habe. Also die Angst oder das Bewusstsein von der Dringlichkeit ist ziemlich zentral, und zwar eigentlich bei jeder Religion. Und
Ich habe das früher schon mal erzählt. Es gibt einen Moment, wo absolut jeder Mensch sich plötzlich daran erinnert, dass es einen Gott gibt. Flugzeug. Zum Beispiel, also nicht, Flugzeug allein lange noch nicht, also man muss schon ein bisschen mehr sagen als nur im Flugzeug. In Notzeit. In Notsituationen, und zwar in was für Notsituationen? Lebensbedrohliche, auswegslos erscheinenden Situationen. Also wenn ich das Gefühl habe, wirklich jetzt all das, auf was ich gehofft habe, all das, auf was ich mich abgestützt habe, all das, was ich als Sicherheit erwähnt habe bis jetzt, oder erwägt habe bis jetzt, ist keine Sicherheit. Ich bin ganz allein. Und in dem Moment, wo ich ganz allein bin, in dieser Notsituation und Angst habe, dass ich jetzt sterbe oder dass alles kaputt geht, dann erinnere ich mich plötzlich daran, dass es Allah gibt. Weil tief in mir drin habe ich das Bewusstsein sowieso schon immer gehabt. Ich habe es einfach immer verleugnet oder mit anderen Sachen überspielt. Aber dann kommt es einem wieder in den Sinn. Und auch das ist eine Gnade von Allah eigentlich, dass es uns in dem Moment eben wieder in den Sinn kommt. Nur kann es dann eben auch zu spät sein. Oder? Also es ist wichtig in der Religion, dass man die Notwendigkeit, die Dringlichkeit sieht, dass ich muss etwas machen muss, wo mich aus der Situation, wo ich bin, rausbringt. Und zwar aus der schlechten Situation, wo ich bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer guten Situation, wenn es mir gut geht, mir fehlt es an nichts, dann habe ich kein Bedürfnis, einen Schöpfer zu suchen, dann habe ich kein Bedürfnis, 5 Mal am Tag Salat zu machen. Dann sage ich mir, wieso soll ich denn das machen? Geht mir gut. Also ich brauche gar keinen Gott. Also, und deshalb tut manchmal Allah uns eben die Situationen geben, oder nimmt uns genau die Sachen wieder weg, um da auch uns zu zeigen, ja, euch geht es gut, aber es ist alles nur vorübergehend. Entschuldigung. Ich habe heute etwas in dem Marifat-Namen gelesen. Ja. Und dort sagt David a.s. Allah Ta'ala sagt von David a.s. Ey David, lerne dich zuerst selber kennen und mich. Und dann fragt eben der David a.s. Wie soll ich mich kennen und wie soll ich dich kennen? Und dann sagt er, bist dir bewusst, dass die Nefs Ajis, was heißt das? Unfähig und schwach ist. Und bist dir bewusst, dass ich der Allerbarmer, der Starke und der Größte bin. Und wenn dir das bewusst ist, dann kennst du dich und auch mich. Ja. Also im Prinzip ist das wieder eine Umschreibung vom genau Gleichen, weil du musst bei dir anfangen. Du musst erkennen zuerst mal, dass du in der Notsituation bist, dass es dir schlecht geht. Du bist im Verlust. Wenn der Unterschied zeigt, Allah sagt da, Innal Insan, also jeder einzelne Mensch ist im Verlust. Er sagt nicht Innan Nas, also die Menschheit ist im Verlust, wo man könnte sagen, ja, die Menschheit ist eine grosse Masse, aber es gibt ja Ausnahmen von denen, sondern er sagt, jeder einzelne Mensch, also ich bin im Verlust. Und wie ich aus dem rauskomme, der allererste Schritt ist eben zu erkennen, dass ich im Verlust bin und dann herauszufinden, von wem ich eben kann die Hilfe erwarten, dass ich aus dem Verlust rauskomme. Oder es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie glauben an Gott. Oder sagen gläubig. Aber sie glauben an einen Gott, den sie nicht kennen, oder nicht an einen Gott so, wie er ist. Sondern sie machen sich selber ein Bild oder haben ein verfälschtes Bild von ihm und stellen sich die Frage nicht, wie ist er echt wirklich. Wegen dem ist es dann auch wichtig, wenn ich Iman habe und Iman an Allah habe, dass ich eben nicht einfach Iman an etwas habe, wie es mir passt, sondern dass ich eine Quelle suche und den Iman von dort, also Allah von dort eben lernen. Weil Allah tut sich ja im Koran vorstellen. Und zwar viel mehr, als er in anderen Büchern macht. Also wir sind eigentlich wirklich, es ist ein klares Zeichen, dass es nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Prophet mehr kommen wird. Weil das Buch gibt Antwort auf alles, lässt eigentlich keine Fragen offen und wir müssen nicht warten, bis irgendjemand anderes kommt und uns vielleicht noch mehr erklärt. Also wir haben eine sehr schöne Beschreibung von Allah selber. Allah sagt, wie er ist, was er ist, dass er verzeihend ist, aber dass er auch eine Strafe geben oder wird Strafe geben, dass er urteilt, dass er alles schafft, dass er die Macht für alles hat und. Also die 99 Namen und noch viel mehr sind ja alles nur da, um ein bisschen zu verstehen zu können, wie Allah ist.
Damit wir aber das machen können, müssen wir natürlich danach zuerst mal an die Richtigkeit von diesen Mitteln, die wir haben, überzeugt sein, also dass das Bücher zum Beispiel korrekt sind. Und so. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschwiffen. Genau. Weil woher nehmen wir das Wissen, wie Allah ist? Aus dem Koran. Aus dem Koran. Und deshalb ist es wichtig, dass wir überzeugt sind, dass der Koran tatsächlich ein göttliches Buch ist, oder dass es nicht irgendein Mensch geschrieben hat, sondern dass das wirklich direkt von Allah Ta'ala kommt. Okay. Weil wenn wir den Koran studieren und nachher überzeugt sind, dass das echt ist, dann haben wir auch viel mehr Grund, dem Buch zu folgen. Also ich muss überzeugt sein, auch von der Echtheit vom Buch. Genau. Und nicht nur tut Allah Ta'ala ganz genau beschreiben, wie er ist, also ganz genau einfach so, dass wir es verstehen können, sondern er beschreibt auch ganz schön, sehr detailliert und bildlich, wie Jahannam und Jannat sind, wie Himmel und Hölle sind. Und auch das ist eine Gnade. Wenn man vergleicht mit den anderen Büchern, mit der Bibel oder mit der Tora, dann wird im Koran eigentlich die Hölle viel schrecklicher dargestellt. Also es ist viel näher, bildlicher dargestellt, was dort alles passiert. Und zwar wirklich so fast ab 18 Version, also Freigaben. Das heisst nicht, oh, vielleicht ist jetzt der das liest, erschreckt oder erschrocken. Also, schon wenn man sich nur schon der Hölle nähert, wird es so heiß sein, dass einem das ganze Fleisch schmelzen wird. Oder eben als Strafe, dass man so mit heißem Wasser begossen wird und sich immer wieder verbrüht und alles verbrennt und dann wird die Haut gerade wieder erneuert, passiert das Gleiche nochmal. Und es gibt so viele wirklich detaillierte Beschreibungen, was in der Hölle einen erwartet, wo einem Angst macht und auch Angst machen soll. Weil Angst einer von den Motivatoren ist, die uns eben dazu bringt, vielleicht etwas zu machen. Genau gleich wird aber auch die Schönheit vom Paradies sehr bildlich dargestellt, was dort alles ist, dass man sich nur etwas wünschen muss und dann hat man das, dass man dort Früchte und Sachen isst, deren Geschmack wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. Dass es dort Pech gibt aus Honig, Pech mit Milch und. Das sind alles Sachen, die Allah sehr bildlich darstellt, um die Freude oder um den Wunsch, in das Jannat hineinzukommen, im Menschen erwecken soll. Also Allah hat eigentlich mit 3 Mitteln versuchen, uns dazu zu bringen, zu machen, was er will. Also das eine ist einfach, im Prinzip, wenn wir Allah erkannt haben, dann müsste es schon allein die Dankbarkeit, die wir haben. Allah gegenüber ist schon lange, dass wir machen, was er will. Aber wenn der Iman nicht so stark sein sollte, dann können wir wenigstens das tun, was er sagt, aus Angst, weil wir nicht ins Jahannam gehen. Oder wir machen es aus Freude, wir müssen unbedingt ins Jannat gehen, also mache ich die täglichen Gebete einfach nur, damit ich ins Jannat komme. Also wenn du jetzt fragst, wieso machst du Salat? Nein, und der sagt, ja, weißt, ich mache das nur, damit ich nicht in die Hölle komme, können wir auch nicht sagen, das ist nicht legitim. Es ist einer der möglichen Gründe. Das hat mit der Stärke von seinem Iman zu tun, mit der Taqwa. Und wenn das die einzige Motivation ist, die er hat, ist es immer noch gut, weil er wird sich dann von dieser Hölle, von dem Jahannam schützen mit dem. Also es sind Sachen, die funktionieren. Und genau mit dieser Angst schafft Allah heute Suratul Asr. Also er droht oder er konfrontiert uns mit einer schrecklichen Tatsache. Ihr seid im Verlust. Also er spielt mit der Angst. Jetzt haben wir gesagt, das erste ist Iman, also die Akzeptanz, man ist im Verlust. Und das zweite ist dann Salih Amel machen oder tun. Also Iman oder Überzeugung ist schön und gut, aber allein ist es nicht. Dass wenn sich der Iman nicht irgendwie in der Tat, in der Aktion manifestiert, hat das eigentlich keine Bedeutung.
Wenn ich den ganzen Tag sage, ja, ich habe Iman an Allah und so, ich bin der beste Muslim und so, aber ich mache gar nichts für Allah. Dann stellt sich irgendwann die Frage, ja, aber was ist denn das für ein Iman an Allah? Wenn du sagst zwar, du hast Iman an Allah, aber du machst gar nichts für ihn oder gar nicht, was er sagt. Wir haben mal das Beispiel gebracht von einem, der vielleicht irgendwo an der Bahnstraße von der Höhe aus die ganze Zeit rufen würde. Ganz, wenn wir am Samstag, wenn die Bahnstraße ganz voll ist, ich habe Iman an Allah, ich habe Iman an Allah. Das tut zwar ganz gut und dann, wow, schau mal, der Imam, der sich getraut, das von der Höhe irgendwo an der Bahnstraße an die ganze Menschheit zu sagen. Aber da kommt der Esam. Sagen wir mal, es gibt die Esam, wo man den noch hören würde, das haben wir leider nicht. Und dann kommt der Esam und nichts. Er sagt einfach weiter, ja, ich habe Iman an Allah, ich habe Iman an Allah, aber er macht kein Salam. Er macht einfach weiter. Es ist zwar eine schöne Tat, er macht, wow, ich habe Iman an Allah und er sagt allen, dass er, wie überzeugt er ist von Allah und so, aber der Ruf von Allah, dass er jetzt soll kommen und Salam machen, tut er missachten. Ja, dann stellt sich doch jeder, der dort ist und vorher noch bewundert hat, wie schön der ruft, dann sagt man, aber du, jetzt ruft ihn Gott dich und du gehst gar nicht. Also was ist denn das für ein Iman? Also Iman bedingt unbedingt eine Aktion. Ohne Taten kein Iman. Weil der Iman tut sich durch die Taten ausdrücken. Das nächste Kapitel wird dann sein, was es heißt, guter Mensch zu sein. Und da sieht man es dann noch viel mehr. Und das ist aber genau das, was sie heute alle sagen. Ja, weißt du, ich bin ja ein guter Mensch, ich habe im Herzen ein Iman. Aber wenn die Taten, die du machst, eben das nicht widerspiegeln, dann stellt sich die Frage, ja, was hat das überhaupt für einen Sinn? Aber es ist eben wichtig, auch die Taten, die man macht. Was ist Salih Amel? Was ist überhaupt gottgefälliges Tun? Wenn ist Allah zufrieden mit dem, was wir machen? Und da benutzt Allah das Wort Salih. Salih im Arabischen heisst, etwas, wo kaputt ist, zu reparieren. Etwas, das nicht mehr funktioniert, wieder zum Funktionieren bringen. Oder etwas Falsches korrigieren. Also kann man sagen, sind Salih Amel, also Salih Taten, sättige Taten, wo etwas Schlechtes in etwas Gutes umwandeln. Also etwas Fehlerhaftes in etwas Richtiges. Also wenn ich Salih Amel mache, sollte ich eigentlich die Tat mich dazu bringen, richtiger zu sein, korrekter zu sein. Also alles, was mich richtiger macht, ist ein Salih Amel. Und die Ayah impliziert, dass der Mensch nicht perfekt ist. Und es gibt auch andere Ayah, wo Allah das sagt. Also Allah hat den Menschen nicht perfekt geschaffen. Wenn er das hätte wollen, dann hätte er das machen können. Das wäre kein Problem für ihn. Und wenn der Mensch perfekt wäre oder keine Fehler mehr machen würde, sagt er, dann würde er die Menschheit wegmachen und eine andere Menschheit erschaffen, die Fehler macht. Also es ist Allah natürlich bewusst, dass wir Fehler machen und er hat uns ja auch so erschaffen. Das Problem ist nicht, dass wir nicht perfekt sind, sondern die Idee ist eigentlich die, dass wir durch die Salih Amel von dem Imperfekten versuchen, zum Perfekten zu kommen. Das werden wir vielleicht nie erreichen, aber das ist das Ziel. Mit diesen Salih Amel versuchen wir eigentlich die Fehlerhaftigkeit, die wir haben, dessen wir uns eben bewusst sein sollten, dass wir die dann beheben, korrigieren, flicken, sodass wir nachher immer weniger fehlerhaft sind. Das sind die gottgefälligen Taten. Oder mit anderen Worten, wenn habe ich meine Zeit nicht vertrödelt oder wenn habe ich meine Zeit nicht vergütet, wenn ich sie so verbracht habe, dass ich nachher besser geworden bin. Und mit besser werden meinen wir jetzt natürlich nicht, dass wir im Weitsprung einen Meter weiter springen können oder irgendwo im Basketball 5 Goal mehr machen können, sondern besser im Sinne Allahs. Ja. Kannst du den vorherigen Satz nochmal wiederholen? Ich weiß nicht. Rewind. Also, das Ziel ist, Allah weiß, oder Allah hat uns als unperfekte Wesen erschaffen. Also der Mensch ist nicht perfekt, das ist eine Tatsache. Und es gibt auch niemanden, der das im Ernst behaupten kann. Und der Sinn von unserem Leben ist es eben jetzt genau der,
von dem imperfekten Dasein, von dem nicht perfekten Dasein, uns so anzustrengen, solche Taten zu machen, solche Aktionen zu machen, dass wir immer perfekter werden, dass wir immer richtiger werden. Also wir müssen erkennen, zuerst einmal, was machen wir falsch im Leben. Was ist das, was falsch ist in meinem Leben? Wenn ich zu dick bin, muss ich auch überlegen, wieso bin ich zu dick? Aha, ich esse zu viel Schoki, dann muss ich mal weniger Schoki essen. Und genau so geht es um das. Also was mache ich falsch? Was mache ich nicht? Oder was würde mich besser machen? Zuerst muss ich die Tatsachen erkennen, wo ich fehlerhaft bin. Das ist das, was du vorher gesagt hast, dass ich selber kennenlernen. Also ich muss mal in den Spiegel schauen und sagen, du, jetzt tu mal alles, bist allein, bist nur du allein im Zimmer vor dem Spiegel. Jetzt sag mal, was bist du? Sag selber. Gib zu, was du bist. Und dann wirst du sehen, das mache ich nicht so gut, die könnte besser sein, da könnte ich auch noch mehr machen. Also ich muss zuerst erkennen, was mache ich zu wenig gut, was mache ich fehlerhaft, wo bin ich eben wirklich imperfekt. Und dann die nötigen Mittel zu suchen, oder dann sich überlegen, wie mache ich das besser. Und die Anstrengung ist eigentlich das, was das Leben vom Muslim ausmacht. Also ein Salih Amel ist eigentlich das, ich will ein guter Mensch werden. Ich will ein Mensch so werden, wie Allah es eigentlich von mir erwartet. Also, das kann verschiedene Sachen heißen. Eine alte Frau über die Straße helfen. Wir kommen immer mit dem gleichen Beispiel. Ist das eine gute Tat? Ja, für die Frau kann das schon gut sein, wenn du ihr geholfen hast, über die Straße zu kommen. Aber wenn du das nur gemacht hast, weil du nachher hören, oh, sie sind ein lieber Mann. Oder als Kind haben wir sogar Geld bekommen. Oder haben wir ihnen nicht über die Straße geholfen, wir haben da einen Mikrosäck getragen. Oder? Und hast so einen Verein veränkelt. Das waren 5 Lieber bekommen, das war viel Geld gewesen. Also wenn es wegen dem war, dann hast du deinen Lohn bekommen, hast du deine 5 Franken bekommen und dann ist fertig. Oder dann musst du auf Allah nicht mehr warten, weil du hast es ja wegen dem Geld gemacht, dann hast du Geld bekommen. Oder du hast es gemacht, damit Leute gut reden von dir, und wenn sie gut redet haben von dir, dann hast du deinen Lohn bekommen. Also das, was du bezweckt hast, hast du bekommen. Also ein Salih Amel ist das, was mich weiterbringt. Das ist das, was mich näher zu Allah bringt oder was mich eben korrigiert. All das, was bei mir falsch ist, richtig macht. Eben, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen zuerst mal erkennen, was ist falsch bei uns, und das müssen wir richtig machen. Das ist Salih Amel. Wir haben vorhin das erste Mal noch mit dem Beispiel vom Ertrinken gehabt. Also wenn ich jetzt erkannt habe, ich bin am Ertrinken, dann ist das der Fehler. Ich bin jetzt am Trinken, ich will nicht ertrinken, also muss ich mich bewegen. Ich muss jetzt irgendwie zum Rettungsring oder zum Stückchen Holz oder irgendetwas. Und das muss ich machen. Und dann kommt eben Tawasau bil Haqq und Tawasau bis Sabr. Und das Wort Tawasau, und das ist eben wichtig, ist ein transitives Verb. Das heisst, es ist nicht ein Verb, also ich gehe zum Beispiel, ist nicht transitiv. Also ich gehe, das heisst, ich mache etwas, ich gehe von da nach da. Transitiv heisst, ich mache etwas, aber es wird an mir gemacht. Also es ist ein Gegenseitiges. Also ich tue zur Wahrheit ermahnen oder einladen, aber ich muss auch akzeptieren, dass jemand anderes mich dann mal einmal ermahnt, wenn ich vielleicht etwas mache, was nicht richtig ist. Oder im einen Thema kann ich den ermahnen, aber im anderen Themenbereich tut der mich vielleicht ermahnen. Also ist es Gehen und Nehmen. Und da sind wir wieder bei der Bedeutung vom Jamaat, von einer Gruppe, dass man den Islam nicht allein praktizieren kann. Es ist wichtig, es ist ungemein wichtig, dass wir Leute um sich herum haben, die eben einem dann auch die Wahrheit sagen. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was für Freunde wählen wir uns aus. Jetzt kann man Freunde haben, mit denen kannst du es wirklich lustig haben und es ist schön und gut und hast viel Spass. Aber sie würden dir nie sagen, wenn du etwas falsch machst. Oder wenn sie merken, du bist irgendwie, oder vielleicht würden sie es nicht mal erkennen, dass du auf dem falschen Weg bist und könnten dir schon allein wegen dem nicht helfen, eben, dass du nicht den falschen Weg gehst. Also wenn du mit Leuten nur kannst über Spass reden, über Sport reden, über Film reden, über Autos reden, ist das vielleicht schön und gut, aber dann müssen wir schauen, dass es nicht die einzigen Freunde sind, die wir haben. Weil wichtig ist, dass wenn ich mal irgendwann vielleicht eben nicht so stark bin oder aus irgendeinem Grund mich verleiten lasse, jetzt mal etwas Negatives zu machen, etwas zu machen, was Allah vielleicht nicht gerne hätte, dass wir dann jemanden im unmittelbaren Umfeld haben, der dann sagt, hey, nein, was machst du da? Und das Gleiche aber auch umgekehrt, dass ich das auch ihm machen kann. Und das bedingt dann, dass ich dann eben nicht gerade beleidigt bin, wenn einer mit Wahrheit sagt. Wenn einer sagt, schau mal, jetzt hast du das und das gemacht, aber eigentlich ist doch das ein Zeichen für das und das. Das nicht die beleidigte Leberwurst spielen, sondern Alhamdulillah sagen, sich bedanken und dann daheim mal über das reflektieren, ob der vielleicht eben nicht doch recht hat.
Und häufig haben sie recht. Und wieso ist es eben wichtig, dass ich mit Mu'min zusammen bin oder mit anderen Muslimen zusammen bin? Weil es heisst, der Muslim ist der Spiegel des anderen Muslims. Jeder Muslim ist der Spiegel von einem. Also wenn ich jetzt einen anschaue und sehe ich Sachen, wo ich zum Beispiel erkenne, oh, der macht das falsch, und dann überlege ich mir gerade, mache ich das überhaupt besser oder mache ich die Fehler auch? Oder ich sehe schöne Sachen und dann sage ich mir, ja, mache ich das auch? Guck mal, das ist so schön, wie der das macht, das könnte ich doch auch machen. Also deshalb im Islam der Jamaat eigentlich also da kannst du nicht wegdenken. Mit Jamaat meine ich jetzt nicht eine bestimmte Jamaat, sondern wirklich einfach die Umma. Islam ist nicht eine Religion, die gemacht ist, damit man sie allein ausüben. Und dann kommt eben noch das bis Sabr, dass wir uns zur Wahrheit aufrufen, aber das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es sehr schwer, jemandem die Wahrheit zu sagen. Ich meine, ihr habt alle schon Geschichten erzählt, wo ihr Leute kennt habt, und denen könnt ihr vielleicht das nicht sagen, was ihr sagen wollt. Oder die nehmen es nicht an oder reagieren nicht darauf oder reagieren falsch darauf. Also es ist eigentlich enorm schwierig, das zu machen, die Wahrheit zu sagen. Jemandem zu sagen, hey du bist im Verlust. Und am allerschwierigsten ist, wenn es die eigene Familie ist. Stell dir mal vor, du musst heimkommen und sagen, du Mami, du bist im Verlust. Also, was, ich bin im Verlust. Schau mal, alles was du hast, verdankst du uns. Wir sind doch nicht im Verlust, schau mal, uns geht's gut, du hast sogar ein eigenes Auto, ich weiß nicht was, dieses und jenes, wir haben dir alles ermöglicht. Und in so einem Moment, wo man dann eben merkt, dass man an Grenzen kommt, dass es irgendwie nicht weitergeht, ist es sehr wichtig, jemanden auf seiner Seite zu haben, der einem sagt, hey, hab ein bisschen Geduld, das schaffst du schon, oder mach weiter, oder vielleicht probierst du es mal so, oder wie auch immer. Das ist enorm wichtig. Und nicht nur, eben, dass wir das bekommen, dass wir das Gleiche mit anderen auch machen, dass wir sie auch bekräftigen. Dann gibt es aber Leute, die gar keine solche Unterstützung haben, weder in der Familie noch im Freundeskreis. Wenn ihr mal vorstellt, stell dir mal vor, ein Nicht-Muslim, irgendein Schweizer, der irgendwie den Koran liest und sich von dem so angenähert fühlt, dass er denkt, doch, das ist das Richtige für mich, aber er hat niemanden in seinem Umfeld, mit dem er über das reden kann. Da kann ich nicht einfach sagen, hey Mami das und das, oder hey Papi das und das. Ja, vielleicht. Oder du wirst zumindest nicht ernst genommen. Aber für solche Menschen sagt Allah Ta'ala in der Surah Al-Ankabut, wenn ihr Iman habt und eben Gottes gefällige Taten tut, dann wird euch Allah so eine Begleitung geben, die eben salig ist, die gut ist für euch. Ich meine, das Beispiel haben wir ja schon mit den Sahabis gehabt. Viele Sahabis, wo sie Muslime geworden sind, haben sie sich von ihrer Familie müssen trennen. Die sind alle, haben sie die Hijra gemacht von Mekka nach Medina und haben alles hinter sich gelassen, die haben nichts mehr gehabt. Die ganze Unterstützung, die sie eigentlich hätten sollen haben, vielleicht von der Familie, aber nicht gehabt haben. Freunde und so, die sie eben auch nicht hatten, sie sind nach Medina gegangen und dort hat Allah eine ganz neue Familie gegeben. Und wie viel passiert auch heute so? Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir sind ganz allein und wir haben niemanden, mit dem wir über Allah reden oder unsere Aufgaben machen, dann müssen wir einfach geduldig sein und weiterhin unsere guten Taten machen. Und Allah wird uns mit solchen Leuten zusammenbringen, die dann eben für uns eine Umma sein werden. Also Allah wird das machen. Wir müssen nur wählen. Ja, du hast es gesagt. Ich kann nur sagen, das Kernproblem ist, dass man anderen ihre Fehler nicht sagen kann, ist, manchmal hat man das Gefühl, eben, wer bin ich schon, dass ich dann etwas sagen kann, aber auf der anderen Seite denkt man dann, ich muss es sagen, damit ich, also die Person, die dir deine Fehler sagt, ist ja eigentlich eine Person, die wie deine Achira wichtiger ist, als dass du gekränkt bist. Und das Problem von der anderen Seite, die gekränkt sind, ist ja, dass sie es nicht als etwas von Allah wahrnehmen, als Barmherzigkeit von Allah, weil vielleicht hat Allah die Person geschickt, damit er dir deine Fehler sagt und damit du besser wirst, damit du ihm näher kommst, sondern dass eben viele das so verstehen als einen Angriff, das persönlich nehmen, wobei, wenn man es von Allah annehmen würde. Aber wieso tun wir das so überbewerten, was der andere denkt? Erstens mal,
wieso maßen wir uns überhaupt an, zu wissen, wie der reagiert? Also vielmals tun wir etwas nicht machen, weil wir befürchten eine gewisse Reaktion, aber wir wissen nicht, ob die Reaktion kommt. Nicht wegen der Reaktion, sondern um nicht die Person zu verletzen. Ja, aber Das es ist Ego eine wird Reaktion. verletzt. Es ist eine Reaktion, dass sie verletzt ja, ist. Also die Person ja, gut. Aber eben genau wegen dem müssen ja Aber Personen vielleicht ist sie ja nicht verletzt. Aber was, wenn schon? Und das ist ja auch... Aber du machst es für Hack. Du Du machst es ja nicht für deinen Nefs. Du tust nicht jemanden verletzen, dass du dich nachher besser fühlen kannst. Du tust ihn nicht verletzen durch irgendein unbedachtsam gewählte Wort oder irgend so etwas, sondern du tust eigentlich deine Pflicht, die du als Muslim hast, dem sagen, weil du weißt, wenn du das nicht machst, dann wird er vielleicht im Jahannam landen. Und vielleicht ist sogar sein Herz in dem Moment gebrochen, aber wenn er das akzeptiert nachher, wird das ihn weiterbringen und er wird dir das sowieso verzeihen. Was, wenn es gerade das Gegenteil bewirkt? Aber schau mal, wichtig ist, du musst ihm oder ihr die Wahrheit sagen. Ja. Also du musst sagen, was ist los. Das ist deine Pflicht, das ist nicht freiwillig. Also das ist eine Pflicht, die du hast und die jeder von uns hat. Aber wir müssen uns auch immer überlegen, wie wir das sagen. Also wir müssen versuchen, das in einer so einer Art und Weise zu sagen, dass es eben keinen Schaden anrichtet. Das ist nicht immer so einfach. Aber manchmal geht es nicht anders, oder? Wie es mir schon gesagt hat, ist so wie, wie bin ich schon, dass ich das sage? Ich habe selber so viele Fehler. Wenn ich auf jemanden so mit dem Finger zeige, zeigen 3 auf mich zuerst mal. Das Beste wäre, wie eigentlich selber mal ein Vorbild zu sein. Ja, das wäre das Beste. Aber ja. Das wäre das Beste, das soll auch dein Ziel sein. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, weißt, ich bin jetzt immer noch dran, mich selber zu korrigieren und ich lasse jetzt alle anderen mal ertrinken. Es ist gerade jemand neben mir am Ertrinken, weil ich noch keine Rettungsding noch nicht erreicht habe, sage ich, weißt du, ertrink du schnell und ich komme dann nachher dich holen. Also versuche ich doch ihn jetzt auch schon irgendwie mitzunehmen und riskiere aber vielleicht in dem Moment, dass ich es dann auch nicht schaffe. Aber Das ist getroffen. Und ich glaube, das, was sie vorhin gesagt hat, das mit, was ist, wenn es das Gegenteil bewirkt. Also es gibt ja Leute, die dann vielleicht eben dann nicht mehr mit dir reden oder Ja. eben nicht mehr mit dem Islam vielleicht etwas zu haben wollen. aber das ist denen ihre Entscheidung, das machen sie Eben. sowieso. Und das kann ich ja nicht übernehmen. Sie sind ja eh schon auf dem falschen Weg. Ja, maar wie waar dienen? Aber du hast es ja Jemand- mit dem nie gemacht. Aber du sagst ja nicht jemandem, der etwas richtig macht, irgendetwas, wo er nachher sagt, oh, nur weil du das gesagt hast, mache ich jetzt etwas falsch. Ja, Du versuchst es jemanden gibt- zum Weg Allahs ja, einzuladen. Es gibt jemanden, das habe ich mal gelesen, im Gesichtsbericht. Massig als Kind hat die Moschee gegangen, aber mit kurzen Hosen hat er das Gebet verrichtet. Nachher hat er so einen alten Mann mit ihm geschaut, der halt nicht auf eine gute Art und Weise. Nachher sagt er wirklich, bis er 40 war, sie ist gar nicht mehr gegangen. Er hat sich so von dem Ganzen ferngehalten. So, das ist zum Beispiel ein riesen Schaden, den der alte Mann angerichtet hat. Okay. Für das, aber dann hat der Mann ja etwas nicht richtig gemacht. Ja, hat es nicht. Ja, er hat Also es erstens schön mal gesagt, wusste man dass davon, wie alt er war, aber man hätte das, Ja. ich sage ja, man soll das so schön wie möglich sagen. Auf der anderen Seite ist die Frage auch, vielleicht hat er es schön gesagt, aber der andere hat das übermäßig negativ empfunden. Und dann war es sein Ego, das ihn daran gehindert hat, die 40 Jahre lang den Islam zu praktizieren. Und vor allem, wer sein Allah hat, also seine Liebe zu Allah und der Drang zum Namaz, zum Salat verrichten, so groß Das gewesen. ist ein Kind. Aber ein Kind, Ja, aber auch als Kind. irgendwann in diesen 40 Jahren wird er ja noch wohl dazugekommen sein, zum Also wenn das Jumu'ah wirklich zu eine gehen, Entschuldigung oder ist, sonst das hat mir mal ein Mann schlecht hast gesagt, weil ich kurze Hose habe, Du dann hast ist es ja einfach so eine Entschuldigung, so wo halt gerade... Ja, gut, ich habe es auch erlebt. So habe ich auch erlebt. Also es ist immer beides. Also wenn du natürlich absichtlich etwas Falsches sagst oder unbedacht oder eben nicht Absichtlich nach ist dem es ja islamischen meistens Adab. Wegen dem, es ist schon richtig, das erste müssen wir selber mal lernen. nicht. Ja. Und je nach Dringlichkeit, wenn du jetzt etwas siehst, was ganz schlimm ist, dann kannst du nicht warten, bis jetzt du alles perfekt hast. Aber vielleicht ist es nur etwas Kleines. Vielleicht tut er beim Salat den Ellbogen halt auf den Boden. Ja, dann kann ich mir vielleicht noch eine Zeit lassen mit dem. Das ist jetzt nicht etwas, das ihn aus dem Islam bringt. Aber wenn es etwas ist, wo ich sehe, das bringt ihn zum Jahannam, dann muss ich eigentlich... Weil er ist ja eh schon auf dem Weg dorthin. Also da kann ich nichts schlechter machen. Also kann ich nicht noch schlimmer werden als... Aber eben, wenn es seinem Nebst
es schwer ist. Aber, Ja. du musst selber Aber das nicht ist sein Problem dann. Das ist nicht dein Problem. Wenn es seinem Nefs schwer kommt, dann muss er zuerst mal seinen Nefs reparieren. Und dann kannst du nicht... Aber nur weil er was, vom wenn er schlechten vielleicht Weg ist. langsam trotzdem auf den Weg kommen würde, aber ich gerade im falschen Moment sein Nefs so wie... Aber wenn wir so denken, Ja. dann dürfen wir gar nicht mehr machen, weil wir wissen Ja, es ja eben, nicht. darum bin Und ich vor allem, vorsichtig. man macht ja immer mit der Guten nie. Und ich glaube eigentlich schon daran, dass Allah Ja, die stimmt. Person in dem Moment schickt. Und wenn du in dem Moment dem etwas gesagt hast, dann hat es Allah wollen. Aber reden Also wir es von ist einer nicht- Person, die wir gut kennen, dann wirst du genau wissen, ob die Person, wie sie auf das reagiert. Also weißt, wenn es ein guter Ja. Kollege ist von dir, dann weißt du, wenn ich es dem so sage, dann wird er so Ja, reagieren. klar. Aber wir sagen es ja eigentlich auf eine gute, also man sagt es auf die eine gute bestmögliche Art und Art, Weise. ja. Man sagt es nicht wegen seinem Ego, sondern Nein, so man sagt ja wie nicht, man sagt es weder wegen deinem eigenen Ego, also ich sage es weder wegen meinem eigenen Ego, zu sagen, schau, ich bin besser, ich mache das richtiger als du und du machst das falsch, sondern du willst einfach, dass er sozusagen wie mal vom Minus ein bisschen Wirklich. zum Nullpunkt kommt. Wenigstens. Wir müssen wissen, was ist das Richtige, was ist das Recht, was ist die Wahrheit. Und wir müssen immer auf der Seite der Wahrheit sein. Beispiel. Jetzt hast du eine gute Freundin. Und du siehst, wie sie mit dem Auto einen Unfall verursachen und das Kind wird überfahren. Die Freundin ist in Panik und fährt einfach davon. Macht Fahrerflucht. Aber du hast es gesehen. Was machst du jetzt? Oder dein Bruder. Das ist vielleicht noch krasser. Ja, oder was jetzt auch, eben einfach eine Person, die dir wichtig ist. Gehst und sagst jetzt, also, eben gehst du zur Polizei oder redest mal mit der Person oder was machst du? Willst du die Person darauf aufmerksam machen, was richtig ist oder nicht? Eigentlich wäre es richtiger, dass man zu der Polizei geht und das sogar meldet. Nein, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Nicht? Nein, ich würde zu der Person gehen und sagen, ganz selber. Also ich würde jetzt zuerst zu der Freundin, Brüder oder was auch immer das ist, gehen und sagen, schau mal, du hast jetzt so einen Unfall gemacht, du kannst ja nicht einfach davon fahren. Wenn ich das verstehe, war es Schock, dies und jetzt, aber hey, du musst dich selber melden, weil wenn das rauskommt und dann ist nachher die Strafe viel grösser. Also würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Jetzt sagst du, oh, weißt du, das ist mein Bruder, ich mache es nicht. Jetzt hat es aber dummerweise noch andere Zeug gegeben, die dein Bruder nicht so gerne hat. Und er hat nur darauf gewartet, dass er mal endlich etwas machen kann. Und er ist jetzt gerade zur Polizei gesprungen und hat gesagt, ich habe es gesehen. Und dadurch, dass er am nächsten Tag zur Polizei gerannt ist, hat die Polizei herausgefunden, wer es war, ist zu dem Brief gekommen und verhaftet wegen Fahrerflucht. Wäre dem Bruder aber am gleichen Tag selbstständig gegangen, dann hätte er zwar auch eine Strafe gehabt, weil er etwas Schlimmes gemacht hat, aber die Strafe wäre natürlich ganz eine andere gewesen. Also was machen wir? Wir können nicht immer überlegen, ja, aber weisst und nein. Was richtig ist, ist immer richtig. Und manchmal müssen wir Konsequenzen ziehen für das, was wir machen. Wenn ich zu schnell gefahren bin und sage, jetzt muss ich die 40 oder 100 oder was auch immer Franken zahlen, komme ich nicht drum herum. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann gibt es eine Strafe. Aber die Frage ist, wieso versuche ich dem überhaupt zu entgehen? Und vorher selber gesagt, wenn ich auf der weltlichen Strafe entgehen will, dann habe ich es ja im Jenseits, was ja noch viel schlimmer ist. Und wenn es um den Islam geht, dann ist es sowieso etwas, was mit dem Jenseits zu tun hat. Aber ich komme jetzt mit einem banalen, irdischen Beispiel. Also dadurch, dass du deinem Bruder nicht gesagt hast oder ihn nicht darauf aufmerksam gemacht hast, ihn nicht aufgefordert hast, eben nicht Tewasau bil Haqq gemacht hast und gleichzeitig Tewasau bis Sabr, nämlich, weißt, es wird nachher schon gut werden, vielleicht musst du ins Gefängnis, vielleicht musst du Geld zahlen, was auch immer, aber am Ende wird es gut. Also hast du beides nicht gemacht, weder Tewasau bil Haqq noch Tewasau bis Sabr. Und weil du nicht gemacht hast und aus Angst raus, eben, oder aus dem Denken, dass es so vielleicht für ihn besser ist, und das heißt halt jemand anderes. Und dann geht aber direkt zur Polizei und dann ist die Strafe viel grösser. Und selbst wenn es den anderen Zeugen nicht gäbe, jedes Mal, wenn er an dieser Stelle vorbeigeht, wird er sich denken, oh, das und das ist passiert. Nachher liest er in der Zeitung, das Mädchen ist gestorben. Die Gewissensbiss. Das ist alles Sache, das verfolgt dich nachher dein ganze Leben. Aber würdest du dem einstehen, könntest du es abhökeln. Es verfolgt dich vielleicht immer noch, aber du weißt, du bist eingestanden, du hast die Fehler eingesehen und wenn es etwas zum Abbüssen geht, hast du es abgebüßt.
Vielleicht kommt sogar raus, dass du gar nicht schuldig bist. Das ist ja auch noch möglich, oder? Also, wir dürfen nicht entscheiden, was macht der andere recht. Und das ist, glaube ich, bei vielen ist das auch das Problem. Wir haben immer das Gefühl, ich weiß, was der Sache nachher sagt. Ich weiß, wie der nachher denkt. Ich weiß, wie der reagiert. Und vielleicht stimmt das auch bei 100 Mal, 90 Mal. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Und aufgrund von dem, dass wir das Gefühl haben, wir wissen, wie die Person reagieren wird, sagen wir die Wahrheit nicht. Aber vielleicht hätte die Person genau das jetzt gebraucht. Also was sind wir denn für ein Freund gewesen, wenn wir dem in dem Moment die Wahrheit nicht gesagt haben? Und wegen dem machen wir Dua im Fatiha, dass uns Allah mit solchen Leuten zusammen sein lässt, die Allahs Wohlgefallen bekommen. Und wer sind die? Das sind eben die Leute, die einem die Wahrheit sagen. Wir machen tagtäglich Dua für das, dass wir mit Leuten zusammen sind, die uns die Wahrheit sagen. Aber wenn ich meinen Freunden die Wahrheit nicht sage, heisst das, ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich gehöre nicht zu den rechtgeleiteten Leuten, die Allahs Wohlgefallen bekommen. Ja. Das macht so Sinn. Häufig sagen wir es aber auch nicht, weil wir es selber nicht gerne hören. Weil wir wissen, ich höre die Wahrheit nicht gerne, sage ich sie auch nicht gerne. Und dann haben wir sowieso verloren. Und das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, dass all diese 4 Pflichten oder Aufgaben oder Aufforderungen mit einem «und» verbunden worden sind. Das ist auch enorm wichtig. Also «und». «Und» heisst, ich muss jedes Einzelne machen. Also mache ich nur 3 Sachen lang jetzt nicht, geschweige denn nur 1. Ja. Ich denke, Personen, die einfach wissen, was richtig und falsch ist, aber vielleicht immer noch nicht so Wichtigkeit verstehen. Das heisst, durch den schwachen Mann, Ja. sollte man es dann auch mehrmals sagen, wiederholen? Ja, natürlich. Ja. Also was heisst mehrmals? Ich meine, du sagst es und irgendwann, wenn die Person es einfach nicht akzeptieren oder annehmen, du musst es nicht. Ja, zum Beispiel Salam. Ja. Salam. Ja, es wäre wichtig, dass man sagt, aber weißt, du kannst es auch einfach sagen, indem dass du es machst. Ja. Verstehst du, sie sehen, oh, du sagst, wir müssen am Schwätzen, sorry, ich muss jetzt Salam machen. Ja, Dann gehst du, machst Salam und dann müssen sie eigentlich wissen, ich müsste sie eigentlich auch machen. was ist, wenn die Person nicht versteht, wieso das genau so wichtig ist und du versuchst es zu erklären, aber Wenn sie das nicht verstehen will, nochmal, wenn sie die Dringlichkeit noch nicht gespürt hat, dass es nötig ist, etwas zu machen, dann kannst du ihr nicht erklären, dass es wichtig ist, zu dem Rettungsring zu schwimmen. Wenn jemand nicht erkennt hat, dass er am Vertrinken ist, wird er nicht zum Rettungsschwimmen schwimmen. Also musst du ihm zuerst mal erklären, du bist am Vertrinken. Wir tun manchmal am falschen Ort anfangen, Sachen zu erklären, wenn es um prinzipielle Sachen geht. Du kannst nicht mit dem Kopftuch anfangen oder mit dem Salam. Weil zuerst mal geht es darum, was hat er überhaupt für einen Iman, wie stellt er sich Allah überhaupt vor? Weiss er überhaupt, was Allah ist, was er für eine Beziehung zu Allah hat oder haben sollte? Ist er sich überhaupt bewusst, dass er etwas zu wenig macht? Oder ist er so hirngewaschen, dass er eben sagt, ich habe ja ein gutes Herz? Aber da kann man kommen mit dem Koran, wenn es ein Muslim ist, dann der glaubt ja am Koran, der akzeptiert. Da kann man sagen, schau, da steht und. Und Iman allein lange nicht. Nach dem Iman kommt direkt gute Taten. Also eben nicht gute Taten, sondern Salih Amel. Und es ist kein Zufall, dass Salih und Salah die gleichen Wurzeln haben. Und das ist ja auch noch nicht genug. Dann heisst es eben noch Tawassaw bil Haqq und dann kommt auch noch Tawassaw bis Sabr und immer mit einem Und verbunden. Dann soll er dir das erklären. Aber wenn er sagt, weißt du, das Buch glaube ich sowieso nicht, dann musst du doch nicht mit ihm über Salah diskutieren. Wenn jemand nicht überzeugt ist, dass das Koran das Wort Allahs ist, dann rede ich mit ihm nicht über Salah. Also wir müssen schauen, wem erzähle ich was wie. Wenn ein Kind, das in den Kindergarten geht, tue ich etwas anderes beibringen als jemand, der in die Uni geht. Und es gibt auch Leute, die sich wirklich so wie Ausrede suchen. Zum Beispiel, es gibt so einen Hadith, Banku San-Userim, wo Allah sagt. Nochmal. Banku Das ist noch dies. San-Userim, ja. Es ist auf Deutsch.
Das Ich bin andere ist, so wie wie er sich mein eigentlich vorstellt. sich vorstellt, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist ja genau umgekehrt. Allah sagt, das ist ein ja, ich bin überhaupt nicht so, wie man sich, ich bin anders als alles. Es gibt nichts, was man Nein, ich gleicht. glaube, es ist mehr so, wenn du dir ihn als barmherzig vorstellst, dann bin ich auch barmherzig oder so. Also ich bin so, wie du dir mich vorstellst. Wenn Ja, du aber auch Angst das vor passt Allah nicht. Weil du kannst nicht einfach sagen, Allah ist barmherzig, jetzt mache ich alle Sünden und weil Allah ist ja barmherzig, er wird mir alles verzeihen. Nein, wenn du etwas machst, wo bestraft werden musst, wird er dich auch bestrafen. Du musst die Barmherzigkeit auch verdienen. Also ich kenne jetzt das, ich kenne den nicht, aber es macht für mich jetzt so nicht direkt Sinn, dass es so ein, ich meine, wenn du sagst, Allah sagt, dann müssen halt Qudsi sein. Ja, ich sag's gerade. Geht jetzt im ersten Moment für mich so nicht auf. Also es ist wichtig, dass man erkennt, dass es Kausalverknüpfung hat bei diesen 4 Sachen und ist es und, also nicht ein oder. Wäre es ein oder, dann kann man sagen, es langt, wenn ich Iman habe. Aber Allah sagt ganz klar in der Sure, es langt nicht, wenn du nur Iman hast. Also Iman allein langt nicht. Sondern da muss es müssen Sachen folgen. Und die Sachen, die folgen, belegen eigentlich, dass ich wirklich Iman habe. Buhari, wir müssen mal. Lies mal vor. Also ich habe es jetzt auf Türkisch gesagt. Ja, das weiß ich Türkisch. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir. Ja, aber dann müsst ihr den ganzen Hadith lesen. Dann fragt sich, ob das aus dem Zusammenhang ein bisschen anders Ja, klar ich wird. lese es sehr schnell. Es ist lang. Mach den nur. Weil es kann nicht sein, dass ich mir einfach vorstelle, ja, Allah ist schon so und dann ist es also das ist mir ein bisschen zu sehr eine Carte Blanche. Ja. Aa, du kennst es sicher. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber bulunurum. O beni gönlümde gizlice zikrederse ben de onu bu suretle nefsimde yani zatımda zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir cemiyet içinde anarım. Das kann sicher. Ja, aber siehst du, das hat eine Vorgeschichte. Ja. Also er redet von einem Muslim, also von jemandem, der schon so Sachen macht. Also der macht Zikir, der geht in Jamaat. Also dann ist das nicht einer, der einfach auf der Straße ist und sagt, ja, ich stelle mir Allah so und so vor. Also mit Aktion eigentlich. Ja. Aber dann macht es wieder Sinn, oder? Dann muss man es immer im Kontext anschauen. Aber sonst, so wie du es vorher gesagt hättest, wäre es wirklich eine Carte Blanche, wo ich dann einfach sagen kann, Eben. ich stelle mir Allah vor als der, der alles verzeiht. Und dann verzeiht er auch alles, aber dann darf ich auch alles machen und dann mache ich auch alles, wenn ich das so denke. Und das kann es schon nicht sein. Okay. Dann, ich lese euch nochmal schnell die Ayah vor, auf Deutsch. Allah sagt, oder schwört bei der Zeit, dann sagt er, gewiss, der Mensch ist im Verlust, außer denjenigen, ja, im Deutschen kommt das jetzt nicht so richtig zur Geltung, die den Iman verinnerlicht haben, die gottgefällig Gutes getan haben, einander zur Wahrheit ermahnt haben und einander zur Geduld ermahnt haben. Was ist das für eine Zeitform, die letzte Ayah? Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Man könnte es auch ein bisschen als eine Art der Präsenz anschauen, aber es ist Vergangenheit. Im Arabischen ist es klar Vergangenheitsform. Wieso verwendet Allah Ta'ala da die Vergangenheitsform? Weil wir ja, Wir leben ja noch. aber er sagt ja, er schwört ja bei der Zeit. Ja. Und er sagt ja, die sind im Verlust, die eben all das nicht gemacht haben. Außer die, die das Aber in der Vergangenheit ich sag mal, gemacht ich bin jetzt ein bisschen, ich mache das alles. Ich mache das jetzt. Jetzt? Ich mache das. Ich behaupte jetzt einfach von mir, ich mache das. Aber das jetzt vergeht ja auch wieder. Eben, das ist ja dann auch wieder weg, das ist auch wieder Vergangenheit. Wenn du es jetzt gemacht hast und 5 Minuten später Ja, hast aber du 5 sie Minuten auch später gemacht. ist es in der Vergangenheit, ja. Aber jetzt ist es doch... Aber damit es in der Vergangenheit kann sein, muss ich es Ja, jetzt es ist machen. Ja, natürlich muss ich es jetzt machen, damit es später in der Vergangenheit... Aber wieso benutzt die Vergangenheit wegen etwas anderem? Ja, weil
nach dem Tod ist es zu spät. Ja, aber nur nach dem Tod ist es Vergangenheit. Also Vergangenheitsform macht nur den Sinn, wenn ich tot bin. Also nur tote Menschen können sagen, ja, ich habe das gemacht. Oder? Kannst du es auch nochmal vorlesen? Gewiss, der Mensch ist, das ist noch Präsenz, ist im Verlust, also es gibt einen Unterschied zwischen Präsenz und Vergangenheit. Außer denjenigen, die den Iman verinnerlicht, gottgefälliges Gutes getan, einander zur Wahrheit ermahnt und einander zur Geduld ermahnt haben. Und dafür werden wir jetzt... Also im Verlust wird man auch dort im Archiv sein? Nein, Moment, Nein! Schaut, es ist schon auf dem richtigen Weg. Ja, argument so, ja. Ist mehr schon im Verlust. Nein, du bist jetzt schon im Verlust. Allah sagt, wegen dem braucht der Präsenz mit Verlust. Er sagt, jetzt bist du im Verlust. Genau, man ist eigentlich immer im Verlust, ausser Ausser? die all das gemacht Ja. Die all das gemacht haben, sind jetzt. haben. Und die anderen nicht werden im auch die sind immer noch jetzt im tot. Verlust sein. Ja. Die sind jetzt tot. Dann schaut, es geht darum, ja, ist schon richtig, was er sagt. Es ist ein lebenslanger Prozess. Die 4 Sachen, die man machen tun. Dass nur der tot ist, kann wirklich behaupten, ich habe das gemacht. Und weil er tot ist und das gemacht hat, ist er nicht im Verlust, wenn es dann um die Bewertung geht. Aber ich kann nicht heute schnell die 4 Sachen machen und morgen mache ich es nicht. Oder denke, weißt du, jetzt bin ich jetzt nicht mehr im Verlust. Jetzt bin ich ja gerettet. Ich muss es ja immer weitermachen, ich muss es kontinuierlich machen, ich muss es beständig machen, ich muss es andauernd machen. Weil in dem Moment, wo ich es nicht mehr mache, bin ich wieder im Verlust. Und als eine feste Aussage kann ich erst dann sagen, ich bin nicht im Verlust gewesen, oder ich habe es geschafft, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und das Ziel ist eigentlich der Tod bzw. das jüngste Gericht. Also erreicht hat man das Ziel erst ganz am Schluss. Also ich kann noch so viel schaffen auf eine Weltmeisterschaft hin. Ich bin erst Weltmeister, bin ich Medaille um den Hals habe. Obwohl ich alles mache, was nötig ist. Oder deshalb die Vergangenheit, das soll uns auch damit ermahnen. Aber wenn wir jetzt denken, ich mache ja die 4 Sachen, ich bin eventuell immer im Verlust. Ich kann nur dann sicher sein, ich bin nicht im Verlust, wenn ich es wirklich immer mache. Also der Hinweis hier in der Vergangenheit ist das, dass wir das immer machen, kontinuierlich. Also es gibt nicht eine Pause. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich es 2 Jahre lang gemacht, jetzt kann ich mal einen Monat Ferien machen. Sondern ich muss es immer machen. Weil man weiß ja nicht, wann man steht. Genau. Und es ist ja wichtig, dass du genau in dem Moment eben richtig bist. Also man soll nicht glauben, dass man es überlebt hätte, solange man, also es ist nicht fertig, also es ist nicht, eben, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Ertrinken gehen, natürlich, wenn ich dann plötzlich wieder festes Land unter den Füßen habe, dann bin ich gerettet, dann bin ich nicht mehr am Ertrinken, jetzt von diesem Beispiel her gesehen. Aber ich bin erst dann eigentlich unter festem, oder erst dann wieder festem Boden unter den Füßen, wenn ich eigentlich eben am jüngsten Gericht bin und dann das positives Urteil von Allah bekomme. Aber gibt es wirklich Leute, die das Gefühl haben, sie sind nicht mehr im Verlust? Natürlich. Schon gerade dann ist man im Verlust. Also, Eben, aber Es gibt doch massenweise Leute, die sagen, schau mal, ich habe so einen langen Bart und der ist so schön weiss und ich bin da über den Dingen. Also da gibt es mehr als genug. Ja, du musst jetzt erst tun. Also schau mal auch nicht die Leute an teilweise. Also ich will niemand irgendetwas unterstellen, aber wie schnell, auch wir selber, wie schnell denkt man, schau mal, jetzt habe ich doch das und das gemacht, jetzt sollte ich doch eigentlich es kann sein, ruhig dass sein. es kann sein, sagen wir mal, jemand macht jetzt wirklich, lebt nach dem Koran. Ja. Aber man kann schon auch dann kann man ja gar nicht sicher sein. Ja, weil du nicht weißt, was morgen ist. Nein, die Vergangenheit, ob Allah uns verzeihen wird, weiss man nicht. Ja gut, das verspricht er eigentlich. Also du weißt es nicht, aber Allah Nein, aber verspricht schon. Kulhacker? Ja, aber schon Kulhacker was. ist ja nicht etwas, was mit dem Iman zu tun hat. Nein, aber das... Wenn Allah uns den Kulhacker nicht verzeiht, wir müssen das auch richtig verstehen. Also wenn Allah Kulhacker nicht verzeiht, was heisst das? Das heisst, wir sind vor dem Gericht, wir haben die Waagschale, gute Taten, schlechte Taten. Ne? Schlechte Taten haben wir nichts, wir sind nicht gute Muslime gewesen. Aber wir haben den Leuten Unrecht zugetan und da gibt es da natürlich auch ein bisschen die schlechten Taten, die wir den Leuten nicht gut gemacht haben.
Und jetzt Kulhacke heisst, wenn ich jetzt am Tag vom jüngsten Gericht bin, der kommt und sagt, ja, der hat mir damals mein Herz gebrochen, der hat sich nie entschuldigt, dann sagt Allah, okay, jetzt nehme ich von dem seine gute Tat und gebe es dem anderen. Also jetzt habe ich plötzlich ein bisschen weniger gute Taten. Dann geht das auf, die gute Taten. Weil dann ist das Gleichgewicht immer gleich. Wenn ich gar keine gute Taten mehr habe, dann fällt er auch vom anderen seine schlechten Taten mir geben. Also dort geht es nur ums Strafausmaß. Es geht nicht darum, bin ich jetzt mit oder ohne Iman gestorben. Primär geht es darum, komme ich mal irgendwann ins Jannat oder nicht. Das ist das erste Ziel, oder? Ich will ins Jannat. Das kann aber sein, dass ich zwischendurch mal kurz ins Jahannam muss, für gewisse Sachen absitzen und dass ich nachher ins Jannat komme. Und das mit dem Kulhacke hat mit dem zu tun. Ja, genau. Aber das hat nicht mit dem zu tun, dass ich es ja trotzdem geschafft habe. Da bin ich zwar 5000 Jahre im Jahannam gewesen, aber ich bin im 5001. Jahr bin ich im Jannat. Es geht nicht um Recht. Ja, aber weißt du, wegen dem Sichersein. Du kannst es ja trotzdem geschafft haben, ins Jannat zu kommen. Also die Hürde zu nehmen für Jannat. Aber einfach über Umwege. Aber das soll ja nicht das Ziel sein, sondern... Nein, das soll nicht das Ziel sein. Ich sage nicht, das soll das Ziel sein. Ich sage nur, wenn du gesagt hast, du kannst ja nie sicher sein, habe ich es geschafft oder nicht. Ja. Wegen dem, was vergangen ist. Allah sagt klar, was er dir verzeiht und was er dir nicht verzeiht. Und das, was er dir nicht verzeiht, ja gut, Allah stellt natürlich vor einem Strafausmaß, tut natürlich dann auch festlegen. Aber und was ist, wenn du zum Beispiel, wenn jemand gesagt hast, ich gebe dir meinen Hack nicht und du hast dich eben entschuldigt und dann machst du einfach Dua für die Person? Also gute nein, Dua? wenn ich dein Herz briche, du sagst nicht, dass es halal ist. Was nochmal? Also ich mache dir irgendetwas Schlechtes, ich klaue dir etwas. Oder ich rede hinter deinem Rücken, du erfährst das. Und dann bist du traurig, dein Herz gebrochen und ich erfahre, dass du es erfahren hast, dann komme ich zu dir und entschuldige mich und du sagst, aber weißt du was, nein, so einfach mache ich es dir nicht. Und dann, das ist jetzt die Frage, oder? Weil du machst den Hack nicht halal. Ja, genau. Ja, dann passiert genau das, was Sie jetzt gesagt haben, dann wird es am Tag vom jüngsten Gericht angeschaut. Aber ich habe mal, oder hast nicht du mal das gesagt? Oder man sollte ja allgemein für Leute, die einem etwas schlecht oder nein, Ja, aber weißt du, mit dem machst du wieder gute Taten. Wenn du Das etwas ist Schlechtes angetan hast, ja, kannst du ja immer noch für ihn Dua machen. natürlich kannst du das, ja. Und dass man dann, ist das nicht Aber es hat ja irgendwie- miteinander nichts zu tun. Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass man dann am Tag vom jüngsten Gericht, dass der dann das wie auch sieht. So quasi nur, sie hat dir das angetan, aber sie hat all Das die ist dann verzeiht, das kann sein, ja. Genau, Genau, das habe ich auch mal Das ist gelesen, richtig. dass das empfohlen ist eigentlich. Dass er dann Es sagt, gibt einfach okay, Leute, die lassen es denen, also sagen, ich tue es erst denen anschauen, und dass sie denen dir das verzeihen. Es gibt ja die Muslime, die sich gegenseitig denen, sich all ihre Rechte entschuldigen werden. Oder sogar sagen, ich übernehme das Zeug vom anderen, die Last, und alle verzeiht den beiden. Aber es gibt schon so Sachen, also am Tag im jüngsten Gericht werden schon Sachen passieren. Aber die Frage ist eben, willst du das, wie du gesagt hast, alles auf der unsicheren Seite lassen und warten bis dahin? Oder willst du auf der sicheren Seite sein? Oder? Und am besten ist natürlich, wenn man zuerst sind. Es ist dann auch eine Frage, wieso der andere natürlich nicht verzeiht, oder? Und das spricht dann auch nicht unbedingt für den, aber es ist sein Recht. Es ist sein Recht. Und dann wird am Tag vom jüngsten Gericht wird das einfach abgerechnet. Dann heisst, du hast so viel gemacht, dann gibst du von deinen guten Taten ihm so und so viel. Und dann ist es dort erledigt. Also es ist nicht etwas, wo am Schluss dann heisst, ja, schau mal, du hast dem das Herz gebrochen, also bist du ein Kafir. Und das Ziel, oder eben, wenn ich sage, erreicht oder geschafft hat man es dann, wenn man eigentlich als Mu'min stirbt. Dann kann man natürlich der sein, der halt nicht den direkten Weg in die Jannat bekommen hat oder gefunden hat. Aber trotzdem hat er es geschafft als Mu'min sterben. Das ist wirklich das Größte, das Mindeste, was man erreichen sollte. und vor allem, wenn man dann seine guten Taten vermehrt, dann Hat ist die man auch weniger zum Wahrscheinlichkeit, Vergeben. ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man direkt reinkommt, auch höher. Ja, aber das heisst nicht, weil ich viele gute Taten gemacht habe, dass ich dann weniger klar vorsichtig nicht. muss Vor sein. allem weiss man nicht, ob man sie immer für Allah gemacht hat und nicht für sich selbst. Richtig, Also das ist kommt man dann nie eben auch sicher. dazu. Ja. Schwierige Sache. Okay. Ja. Dann haben wir gesagt, dass Tewasab bil Haq und Tewasab bis Sabr machen wir eigentlich immer in unserem direkten Umkreis. Das ist vielleicht das noch wichtig zu wissen. Der Muslim ist nicht verpflichtet, die Welt zu retten.
Sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich, denen, die wir kennen, denen, mit denen wir Kontakt haben, die Wahrheit zu sagen, sie auf den richtigen Weg zu führen. Weil, wenn das jeder machen würde, weil jeder wieder einen anderen Kreis um sich herum hat, würden wir so die ganze Menschheit auch erreichen. Also wenn ich jetzt im Sadek etwas mache und der Sadek nachher macht das wieder jemand, den ich gar nicht kenne, und der macht das wieder jemand anderem, der macht es wieder jemand anderem, das ist ja dann ein Faktor, der wird sich schneeballsystemmäßig vervielfachen und am Schluss hat die ganze Menschheit eigentlich das erreichen. Also wenn jeder einzelne Muslim seine Aufgabe würde wirklich ernst nehmen und das schaffen würde, in seinem Umfeld das zu machen, dann könnte die ganze Menschheit damit retten. Also wir dürfen das auch nicht unterschätzen und sagen, ja, was nützt das schon, ob ich jetzt die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Zum einen ist es mal deine Pflicht, also du musst es machen. Und zum anderen kennst du die Reaktion nicht. Vielleicht macht der nachher so viele gute Sachen und du hast immer einen Prozentsatz von dem, bekommst du auch überall als Pluspunkt. Okay. Also das wäre es mal zur Suratul Asr.